Servus Bangerhand, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Ich habe euch ja schon lange versprochen, dass wir mal so ein paar Aufwärmtechniken mit den Stöcken machen. Da zeige ich euch heute 3. Also es geht wieder um Stöcke in diesem Video. Mädels werden jetzt alle sagen, Stöcke. Männer sagen, oh, geil, was für Stöcke, zeig mal her, wie schaut denn der aus? Meine Freundin sagt zu mir auch schon die ganze Zeit, mit dir kann man nicht mehr Waldspaziergang machen. Wenn man mit dir im Wald spazieren geht, ist es wie mit einem jungen Hund. Dann hüpfst du da hoch, dann läufst du da ins Unterholz rein, dann kommst du darüber, dann läufst du da die Böschung hoch und dann kommst du auf einmal daher und sagst, schau mal, ich habe einen Stock gefunden. Im Wald. Und dann, ja, die Faszination, die ist vielleicht bei den Mädels nicht ganz so groß wie bei den Kerlen. Die verstehen halt noch, was man mit einem richtig schönen Stock macht. Hört sich schon wieder komisch an. Also mit einem langen, mächtigen Stock, wo wichtig ist, dass man lernt, mit der Spitze zu treffen. Wollen wir es nicht übertreiben, gehen wir raus, zeige ich euch ein paar Aufwärmtechniken für Handgelenke und die Hände, damit die für den Umgang mit eurem Stock die mit dem Umgang mit eurem Stock gut trainiert sind. Ja. Sehen wir uns draußen. Das war jetzt die Aufwärmübung Nummer 1, also ganz locker aus dem Handgelenk. Das kann man natürlich mit beiden Händen machen. Jetzt ist es grundsätzlich so, dass die Spazierstocklänge ja eigentlich nicht die perfekte Länge für einen Verteidigungsstock ist. Das heißt, es ist zwar praktisch, wenn man einen Spazierstock dabei hat, dass man die volle Länge von dem Stock auch ausnutzt, aber eigentlich ist es so, zur Verteidigung ist natürlich ein deutlich kürzerer Stock wesentlich praktischer und effektiver. Die Reichweite ist natürlich kleiner, aber die Energie, die man entwickelt, ist mit einem kurzen Stock halt wesentlich größer und effektiver. Oder man geht natürlich dann gleich auf eine richtige große Stocklänge über. Das heißt, den Spazierstock habe ich natürlich immer dabei. Deswegen ist das die ideale Verteidigungswaffe und deswegen kann ich an der Länge natürlich jetzt auch nicht wirklich viel spielen. Ideal, wie gesagt, der ganz kurze oder ein deutlich längerer Wanderstab, weil ich bei dem natürlich komplette Deckung habe. Ich habe 2 verschiedene Entfernungen zum Angriff, also ich habe 2 Distanzen, mit denen ich arbeiten kann, eine kurze und eine lange. Und ich habe immer die Möglichkeit, mich komplett mit dem Stock zu decken, von oben bis nach unten. Das heißt, das ist eigentlich der Wanderstab, der Hirterstecken, der Hirtenstab, ist eigentlich die richtige Länge für sowas. Aber da wir ja über das bayerische Stockraufen reden, machen wir jetzt weiter mit der Spazierstocklänge. So, das war die Aufwärmtechnik Nummer 1. Aufwärmtechnik Nummer 2 zum geschmeidigen Handgelenk ist natürlich, ich habe den Stock anders in der Hand. Immer von der Position, vom Marschieren, vom Spazieren fange ich so an. Das heißt, ich habe den Stock so in der Hand und schwinge ihn in die andere Richtung. Das heißt, ich baue eine Verteidigungswand links vor mir und rechts auf, indem ich mit dem Stock so arbeite.
Und ich habe ihn immer wie einen Spazierstock in der Hand. Beim Wanderstecken gibt es 3 Positionen. Einmal die ich beim Wandern hernehme. Das heißt, aus der Situation spazieren gehen, Angriff, in Kampfstellung. Oder Wanderstecken auf dem Rücken. Mit seinem Brotzeitsackerl auf der Seite hier. Klar, noch einfacher, weil dann bin ich nämlich schon gleich oben. Das ist die nächste Position, wo ich sie habe. Und dann natürlich beim Wandern, wenn du den einfach in der Hand hast und gemütlich vor dich hin flanierst und den dann wie beim Irish Stick Fighting, damit ist der ganze Unterarm geschützt und dann hast du ihn gleich so auf 2 Längen zum Schlagen, zum Stoßen und zum Ziehen. Und da gibt es den großen Unterschied, ich habe noch nie ein Bild gesehen beim bayerischen Stockkampf, wo der Stock nicht mit der Faust gehalten wird. Das heißt, beim Irish Stick Fighting gibt es ja einmal hier diesen Index-Finger Grip und es gibt diesen Thumb Grip, wo man mit dem Daumen praktisch ausgestreckt. Das gibt es beim bayerischen Stockkampf gar nicht, weil es viel zu gefährlich ist, dass wenn der Gegner oder das Tier oder das Wildschwein an dem Stock abrutscht und dann den Daumen oder den Zeigefinger verletzt. Das ist praktisch mehr so für die Gentleman-Kampfsportgeschichte. Und beim Irish Stick Fighting ist es ja auch so, aus Blackthorn, aus der Schlehe. Und die Schlehe, die hat ja ganz viele kleine Dornen. Man sieht hier hinter mir, da sieht man ganz gut, das ist eine Schlehe, das ist ein Blackthorn. Das heißt, diese Ansätze von den Dornen, die lässt man, damit der Angreifende, wenn er hier kommt, mit seinem Stock nicht zur Hand hoch oder runter rutschen kann. Beim bayerischen Stockkampf, ihr kennt ja die verdrehten Stöcke, ist das natürlich auch ein bisschen geschützt, aber es ist nicht so geschützt, dass ich meinen Zeigefinger oder meinen Daumen dafür riskieren würde. Jetzt gehen wir mal kurz aus der Aufwärmtechnik raus. Es ist ja auch so, ich habe mehrere Distanzen. Ich habe einmal die kurze Distanz auf der Seite und ich habe die längere Distanz hier. Und je nachdem, mit welcher Hand ich loslasse, verändere ich den Abstand zu meinem Gegner. Aber ich lasse vorne immer zu. Also ich habe nicht diese Hollywood-Sachen, wo man ausholt und dann sich komplett öffnet, weil das ist bei Feind, bei Wildsau, bei jeder Art, die einen angreift, ist es natürlich logisch, dass ich nie nach vorne aufmache, sondern dass ich vorne immer zu bin und immer mich so verteidige, dass die Position zum Angreifer immer gedeckt ist. Gut, dann kommen wir jetzt zur Aufwärmtechnik Nummer 3. Und das ist jetzt der lange Stab. Den nehme ich praktisch so in die Hand. Funktioniert natürlich auch wieder mit beiden Händen. Ich fange jetzt mit rechts an. Und das ist eigentlich aus dem japanischen Stockkampf so eine Aufwärmtechnik. Aber die übernehmen wir jetzt einfach mal für das bayerische Stockraufen. Wieder zum Geschmeidigmachen der Handgelenke und zum Bewegungsablauf üben. Fang so an.
habe euch ja schon mal gesagt, wir rekonstruieren das gemeinsam. Das heißt, es gibt ja ganz wenige Belege dafür, wie das wirklich funktioniert hat. Das ist eine reine Rekonstruktion vom Bayerischen Stockraufen. Und da wir das gemeinsam erörtern, fangen wir jetzt halt an mit einer der ersten Techniken, die man auf alten Kupferstichen auch sehen konnte und die teilweise sogar in Talhofer Büchern sind. Das ist der Wechsel von der Angriffsseite. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, der Stock, weil normalerweise hat der Stock ja einen Knauf oder diesen Hammergriff hier auf der Seite. Das heißt, wenn jetzt jemand sich hinstellt und normalerweise beim Stock die andere Seite zur Verteidigung nehmen möchte, dann wechselt er die Stockseite so. Das hat einen ganz bestimmten Grund, warum man das in der Verteidigungstechnik, also dieses hier, nicht macht. Wenn ich meinen Stock so wechsle, dann ist das Angriffsende von meinem Stock unten. Das heißt, wenn ich angreifen will, muss ich ihn erst heben, damit ich damit schlagen kann. Wenn ich den Stock aber so wechsle, dann ist das Angriffsende oben und ich habe ihn gleich bereit, um damit zu schlagen. Das heißt, ich spare mir über 1 Meter, wo ich den Stock bewegen muss, um mit dem angreifen zu können. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, da brauche ich jetzt einen Assistenten dafür. Das ist der. Gehen wir noch einen Schritt zurück. Wenn ich den Stock so wechsle, ganz genau, kann er mir nicht aus der Hand geschlagen werden. Wenn ich den Stock aber so wechsle, dann kann mir aus dem Flug, das ist natürlich jetzt extrem langsam gewesen, aber aus dem Flug kann mir der Gegner den Stock nehmen oder rausschlagen. Ja, Spätzchen, das war's mal wieder. Ist jetzt nichts Schwieriges, ist jetzt nichts Wildes, ist halt einfach nur was, je schneller ihr das könnt, umso cooler schaut es halt dann auch aus. Ich möchte hier jetzt nicht politisch werden, aber es ist einfach so, ein Stock, wenn man den zum Spazieren mitnimmt, dann hat man den halt einfach schon in der Hand. Jede Attacke kommt unvorhergesehen. Das heißt, ihr könnt euch da eigentlich nicht darauf vorbereiten, ihr könnt eigentlich nur die Situation von Grund auf meiden, dass ihr nicht hingeht, wo sowas passieren kann. Das heißt, man kann nicht weglaufen, man kann nicht irgendwie sich da schnell drauf reagieren oder so. Und es gibt auch keine vernünftige Gegenwehr gegen den Messerangriff. Und vor allem, es gibt auch kein Weglaufen oder Flüchten bei einem Messerangriff, weil der Messerangriff, der kommt einfach unmittelbar, zack, zack, zack. Du hast keine Zeit, dich darauf einzustellen. Und vor allem hast du keine Zeit, dein Pfefferspray, dein was auch immer zu suchen. Wenn du aber einen Hakelstecken dabei hast, dann hast du deinen Abstand und deine Verteidigung schon in der Hand. Und das ist ganz wichtig. Und das ist vielleicht auch ein Tipp für die ganzen Mädels. Es nützt euch nichts, wenn ihr ein Pfefferspray dabei habt, wenn ihr das erst in den tiefen Universum eurer Handtasche suchen müsst. Und der Stock, der ist halt einfach in der Hand. Und er ist nicht reglementiert. Das heißt, niemand kann euch irgendwie verbieten, dass ihr eure Gehhilfe dabei habt. Ja. Also, kauft keinen Klump, müsst weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Grüß euch.